Dankeschön für den zweiten Applaus. Wir sind am Ende, wie wir gerade gehört haben, von der Serie Roots, wo wir uns in den letzten Wochen mit den Wurzeln von unserem Glauben, woher wir kommen, ein wenig auseinandergesetzt haben, genauer hingeschaut haben, gesagt haben, was bedeutet das für unser Hier und Jetzt? Weil unser Christsein findet im Hier und Jetzt statt. Nicht nur eine Retroperspektive, sondern hier und jetzt. Und trotzdem gründet sich ja unser Glaube auf eine jahrtausendalte Tradition. Eine jüdische Tradition. Eine Tradition, die überhaupt nichts mit unserer Kultur hier zu tun hat, sondern wirklich aus einem ganz anderen Umfeld kommt und ganz andere Dinge auch hervorgebracht hat. Und deswegen haben wir die Serie auch gemacht. Wir sagten, hey, look, es ist eine jüdische Tradition und viele Sachen kennt man gar nicht. Und deswegen ist wichtig, zurückzuschauen, runterzuschauen und sagen, was bedeutet das? Und ich möchte die letzte Predigt in der Serie, geht es wieder ums Abendmahl. Wer war letzte Woche hier? Darf ich mal ganz kurz sehen? Gerne. Also, es geht wieder ums Abendmahl. Wenn ihr jetzt rausgehen wollt, ist jetzt der Moment. Und heute geht es aus einem gewissen Grund wieder um das Abendmahl, weil das eine sehr spezielle Sache auch mit unseren Wurzeln zu tun hat. Ich möchte beginnen mit einer kurzen Befragung von euch. Ich hoffe, ihr macht alle mit. Es wird niemand irgendwie geoutet hinterher. Keiner muss einen Handstand hier auf der Bühne machen oder irgendeiner muss mehr spenden, gar nichts. Du musst nur einfach die Hand heben und ich bitte dich einfach mal mitzumachen. Wer von euch hat im weitesten Sinne des Wortes mal einen römisch-katholischen Hintergrund? Ich erkläre das ganz kurz, was ich damit meine. Du bist vielleicht in einer Familie aufgewachsen, deine Eltern waren Teil vielleicht von einer römisch-katholischen Kirche, vielleicht sogar du selbst, vielleicht bist du das immer noch, hast das so mehr oder weniger vielleicht mal mitbekommen, aber verstanden, das so meine ich mit Hintergrund. Wer von euch, also nochmals die Frage, hat einen römisch-katholischen Hintergrund? Schaut mal umher, das sind doch einen ganzen Teil. Ihr müsst hoch sehen. Ich sehe euch gut, aber die anderen nicht. Gut. Wer von euch hat einen evangelisch-reformierten Hintergrund? Reformierte Kirche. Das erklärt viel, oder? Nein. Nein, lassen wir das. Wer hat denn von euch einen evangelisch-lutherischen Hintergrund? Der kommt aus dem Südbadischen, das heißt so unierte Kirche dort. Wer hat einen lutherischen Hintergrund? Da, 1, 2, 3, 4 Leute, toll, super. Und wer von euch hätte denn im weitesten Sinne einen freikirchlichen Hintergrund, also keinen römisch-katholischen, keinen lutherischen, keinen reformierten, sondern Freikirchen wie Freie Evangelische Gemeinde, Baptisten, Methodisten, Mennoniten, you name it, irgendwas von den 3 Buchstaben, die in der Schweiz gibt. Ja, geht mal hoch, ja, ist das auch noch ein ganzen Teil? Und wer von euch hat im weitesten Sinne auch des Wortes einen orthodoxen Hintergrund, also aus der orthodoxen Kirche? 1, 2, 3 Leute, super. Und wer von euch hat überhaupt keinen Hintergrund? Ich meine, so, ihr seid einfach hier runtergefallen irgendwie. Nein. Wer von euch hat überhaupt keine kirchliche Verortung in seinem Leben gehabt? Ja, auch noch ein paar. Ja, weit hoch hin. Das ist toll. Look, Kirche findet im Hier und Jetzt statt. Aber es ist durchaus angebracht und wichtig, sich ab und zu Gedanken zu machen, woher kommen wir? Was sind die Wurzeln? Wir haben eine ganze Bandbreite hier von orthodox, total nicht kirchlich, römisch-katholisch, reformiert, freikirchlich. Und ihr sitzt heute alle hier im ICF. Ich habe dann eine Folie mitgebracht, wo man schauen könnt, look, Stammbaum vom Christentum. Und vielleicht könnt ihr das im besten Sinne so sehen. Wir sind hier so in dieser Kategorie. 15. Jahrhundert, wo die ersten Freikirchen entstanden und so weiter, und so 17. bis 18. Jahrhundert. Da ist das ICF. Und ganz oben drauf ist das ICF so ein kleines Blättli an dem großen Baum des Christentums. Wir sind so in einem Ast drin. Wir feiern an Pfingsten 25 Jahre ICF Basel. Das ist ja extrem geil und toll. 25 Jahre. Leute, das ist ein Fliegeschiss, wenn du den ganzen Baum anschaust. 25 Jahre, da lachen sich andere tot drüber und denken, ja, was ist das denn? Da ist der alte Pfarrer gerade mal gegangen, da kommt gerade der erste neue mal wieder. Andere eine ganz lange alte Geschichte. Wir können wieder genau sehen, ein paar Blättchen sind da runtergefallen, die Mormonen, Zeugen Jehovas und so weiter.
Die Blätter sind nicht mehr so an dem Baum dran, aber was ich damit zeigen möchte, weißt du, die Bandbreite, die wir heute schon hier haben, die geht noch viel, viel weiter. Wir haben so einen Ast hier, die orientalische orthodoxe Kirche. Look Leute, wenn wir im ICF hier oben auf dem Bäumli sitzen und sagen, wow, was für ein geiler Ast, das ist wirklich so toll, dann würde ich sagen, ja, das ist toll. Aber wir müssten auch mitkriegen, dass da hinten auch noch Äste sind. Wahrscheinlich kriegen wir das manchmal gar nicht mit, aber das sind auch tolle Äste, aber ganz andere Traditionen, andere Geschichten, andere Gottesdienstformen, andere Glaubensformen zum Teil. Und doch hören sie zu dem Baum des Christentums, Leute. Und der Baum geht alles zurück auf wen? Auf den Stamm Jesus. Und Jesus war ein Jude. Jesus lebte in einem jüdischen Umfeld und Jesus zitierte die jüdischen Texte. Das geht alles auf den zurück. Und dann geht es noch weiter tiefer in die Wurzeln zurück, Leute, auf Mose, Abraham, Noah und so weiter und so fort. Das Leben, seine Geburt, sein Sterben, seine Auferstehung von Jesus, das bildet hier den Stamm von all den verschiedenen Verästelungen von der orthodoxen Kirche, katholische Kirche, reformiert, lutherisch, reformiert, schweizerisch-anglikanische Kirche und so weiter. Es geht auf den Jesus zurück. Und es geht auf die Wurzeln zurück, die noch tiefer, noch davor sind. Vor kurzem war der Rabbiner Moshe Baumel bei uns hier. Wer war dabei von euch? Habt ihr das mitbekommen? Look, ich habe ihn gefragt, ob er uns eine Synagogenführung macht, für ICF speziell. Und er macht das am Mittwoch, am 17. April von 18 Uhr bis 20 Uhr in der Synagoge an der Leibenstraße 24, wenn du mit dabei sein möchtest. Er wird an dem Abend uns jetzt in die jüdische Tradition noch mehr hineinführen. Torah-Rollen mal öffnen und so weiter und so fort. Wie feiern Sie das? Das tut unser Denken erweitern. Das hilft uns auch unserem Glauben. Wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich an. Es gibt limitierte Plätze. Wegen Sicherheit musst du deinen Namen angeben, E-Mail und Wohnort und so weiter. Und du hörst dann, ich hoffe, dass wirklich alles so funktioniert bis dann. 17. April mit Moshe Baumel. Das wird sehr, sehr spannend. Ich habe ein paar Fragen an ihn an dem Abend noch. Look, wir machen weiter. Und gemeinsam mit all den Christen, mit dem ganzen Baum, den wir jetzt eben da gesehen haben, mit dem Stamm und mit den Wurzeln, uns verbindet eine Sache, die sehr speziell ist. Und das ist tatsächlich das Abendmahl. In all den Traditionen hier wird das Abendmahl gefeiert. Sehr unterschiedlich und auf sehr unterschiedliche Formen manchmal praktiziert. Aber das verbindet uns unter anderem, dass wir alle miteinander das Abendmahl feiern. Leute, und genau an dem Punkt, am Punkt von Abendmahl, gab es immer wieder Streit unter den Christen. Das ist nichts Besonderes, Streit unter Christen. Ich mache das seit über 40 Jahren jetzt, Pastor sein. Das finde ich ziemlich normal unter Christen, die streiten. Das sind nicht die friedfertigsten Menschen. Also du natürlich schon, aber die anderen sind wirklich mühsam. Das ist meistens so bei Christen so. Genau an dem Punkt gab es immer wieder Streit in der Christenheit und deswegen haben sich auch so viele Äste gebildet, auch an dem Punkt vom Abendmahl und so verschiedene Traditionen sich entwickelt. Ich möchte euch aus einer der ältesten Briefe im Neuen Testament, das ist der Korintherbrief, wo der Paulus darüber schreibt, etwas vorlesen über das Abendmahl. Der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach und sprach: Das ist mein Leib für euch. Und das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut und das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht.
der Streit an diesem tollen Baum von Christentum, der geht bis heute fast hin. Er hat seine Auswirkungen genommen und geht bis heute hin. Und er dreht sich einzig und allein um ein Wort. Und das Wort heißt ist. Ist. Lesen wir nochmal. Der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten ward, nahm das Brot, dankte und brach und sprach, das ist mein Leib für euch. Und das tut zu meinem Gedächtnis. Wir machen heute ein bisschen Exkurs da drin. Ich werde nicht auf alle Fragen von dem Ist eingehen. Und doch glaube ich, ist dazu entscheidend für uns, am Ende von der Serie zu verstehen, auf welche Wurzeln wir zurückgehen, welchen Stamm wir haben und welche Streitereien das hervorgebracht hat und was unser Beitrag heute sein kann. Weil der Abendmahlstreit, der begann schon im 9., 11. Jahrhundert und dann in der Reformationszeit kam es dann zu einer Auseinandersetzung zwischen Luther in Deutschland, dem Zwingli hier in der Schweiz, in der Gegend, dem Calvin in Genf und andere Reformatoren wie hier in Basel, Johannes Oecker-Lampart, die unterstützten an sich den Zwingli. Um was geht es da? Und vor allen Dingen nochmals, Leute, was hat das mit dir zu tun? Und warum alles in der Welt ist das heute immer noch wichtig, darüber nachzudenken, als Christen im 21. Jahrhundert? Look, im Verständnis von der katholischen Kirche, diejenigen, die unter euch, die katholisch so, sage ich mal, formatiert worden sind im Leben, so aufgewachsen sind, die erinnern sich vielleicht daran, durch die Weihe, die der Priester am Brot und am Wein oder Traubensaft vollzieht, da entsteht, das nennt der Katholiken, so eine Konsekration. Das heißt, aus dem ganz natürlichen, profanen Brot und Traubensaft, aus dem Wein, aus dem Lebensmittel wird was Sakrales, was Heiliges. Und das geschieht durch die Wiederholung der Worte, die ich gerade gelesen habe, über die Einsetzungsworte vom Abendmahl. Und dann liest der Priester das und dann wird dieses Brot und Wein, was da die Oblate und der Wein, der dort ist, der verwandelt sich jetzt äußerlich. Äußerlich ist es immer noch alles so, wie es vorher war. Es ist eine Oblate, ein Traubensaft. Es hat sich nichts verändert. Du kannst nichts äußerlich daran sehen. Die äußere Form bleibt gleich, aber es passiert was anderes. Die Formulierung dann, das ist mein Leib und mein Blut, die wird von der katholischen Kirche so verstanden, dass die Gegenstände, die Oblate und jetzt der Traubensaft oder der Wein, werden in was vollkommen Neues jetzt verwandelt durch diese Worte Jesu. Und das findet im Gottesdienst, im katholischen Gottesdienst statt. Das sind die Einsetzungsworte. Und das ist anders zur protestantischen und reformierten Kirche. Und den Teil vom Gottesdienst, das ist ein besonderer Moment in der katholischen Kirche, den nennt man Wandlung. Schon mal gehört? Ja, ein paar Katholiken nicken hier hoffentlich. Oder du warst nie im Gottesdienst. Das ist auch nicht gut. Also Wandlung, das ist so. Wenn aber jetzt das Brot oder die Oblate und jetzt der Wein verwandelt worden sind, dann behalten sie die neue Qualität nach dem Gottesdienst. Über den Moment darüber hinaus. Die zerfallen nicht wieder in diese Sachen, die vorher sind. Deswegen trinkt doch nur der Priester da draus. Und wenn ihr nicht schon mal gefragt habt, hier, was passiert denn mit den Oblaten hinterher, die übrig sind? Die werden nicht irgendwie aufgegessen hinten in der Sakristei, sondern die kommen in so einen Schrein hinein. Und der Priester, wenn er zum Beispiel ins Krankenhaus geht oder Hausbesuche macht, dann werden sie da rausgenommen und dann wieder verwendet, weil sie sind schon verwandelt worden. Sie sind nicht mehr Oblate, äußerlich zwar, aber sie haben im Kern haben sie sich verändert. Und diese Wandlung, die nennt man eben Transsubstantiation. So wird das in der katholischen Kirche denn verstanden. Der Rest wird weggeschlossen, der Wein wird wieder verwendet. Es ist was anderes jetzt. Trinket alles daraus. Das war für einen Luther ein entscheidender Punkt, zu sagen, nein, da darf nicht nur der Priester draus trinken. Da dürfen alle draus trinken. Alle, steht ja da, trinket alles daraus, alle. Und deswegen hatte Luther mit der katholischen Tradition auch beim Abendmahl gebrochen, hat dann gesagt, look, wir führen den Laienkelch ein. Laienkelch heißt, dass jeder draus trinken darf. Ich komme zum Beispiel aus dem evangelischen Hintergrund, reformiert.
Und ich weiß noch aus meiner Jugend heraus, so nach der Konfirmation, da wurdest du dann eingeladen zum Abendmahl, nach vorne im Halbkreis stehen, dann kam dann der Pfarrer mit so einem Kelch zu dir und dann hätte er das Ding genommen und dann zum nächsten, hätte er vorher mit so einem Tuch dann so gedreht und sauber gemacht, also im Letzten hat alles verschmiert, er hätte Sakrotan nehmen müssen, aber er hätte das so sauber gemacht, dann durfte der Nächste draus trinken. Das war für einen Luther absolut entscheidend. Trinket alle da draus, jeder ist eingeladen da dran. Und was Zweites, dies ist mein Leib. An den Worten hing der Martin Luther. Wenn Jesus das beim Abendmahl gesagt hat, dann war für einen Luther klar, dann hat er es auch so gemeint. Dann hat er es so gemeint, das ist mein Leib. Beim Abendmahl nehmen wir den Leib und das Blut Christi zu uns. Aber wie kann der Leib zu uns genommen werden, wenn der Leib ja aufgefahren ist gegen Himmel? Das war für einen Luther klar, er sitzt zur Rechten Gottes. Wie soll er denn jetzt hier sein? Das funktioniert doch gar nicht. Das hatte Zwingli ihm immer entgegengehalten, hat gesagt, nein. Also in der Oblate, der ist nie im Leben der Jesus Realpräsenz, der ist nicht hier unter uns. Das muss man bildlich verstehen, ganz bildlich. Das deutet auf den Leib hin, die Oblate. Das war der Gedanke vom Zwingli. Und in der Reformation, in der Linie stehen auch wir aus ICF mit dem kleinen Blättli ganz da oben. Das ist auch unsere Tradition. Für Zwingli, der hätte auch sagen können, ist doch vollkommen egal, ob du da jetzt Wein und Brot nimmst, du kannst auch Cola und Chips nehmen. Das deutet alles nur darauf hin. Das war so seine Idee. Der Calvin fand, das hier nicht, das sieht aus, das ist nicht real präsent. Er sagte, ja, aber Gott, Jesus ist hier in der Gemeinschaft, er ist wirklich präsent unter uns. Wir stecken in der Tradition von den Reformierten, deswegen kommen bei uns die Kinder nach dem Gottesdienst und trinken den Rest auf, was noch umhersteht. Und holen ein Brot dann weg und sagen, ich habe noch Hunger. So, das ist da kommen wir drin. Luther war strikt dagegen. Er hat gesagt, look, im buchstäblichen Sinn, ihr Liebe, in der Oblate, im Leib Christi ist Jesus wirklich leibhaftig gegenwärtig. Und das widersprach natürlich auch der damaligen Zeit Logik. Ja, wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Jesus soll hier sein, irgendwo in diesen Elementen und gleichzeitig im Himmel. Das funktioniert doch gar nicht. Aber Luther hielt daran fest, sagt, doch, das ist wichtig. Und interessanterweise hätte das eine überraschende Aktualität sogar in unsere Zeit hinein. In unserem Universum gibt es auch Dinge, Dualismen, zum Beispiel Welle-Teilchen-Dualismus. Dinge, wo zwei Sachen sind und doch beschreiben sie irgendwie was Wichtiges Ganzes. Aber wenn man das eine nur betrachtet, ist nur das und das und das andere. Ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, Welle-Teilchen-Dualismus. Und dann habe ich mega schnell gemerkt, warum ich nicht Physik studiert habe. Ich bin schlichtweg zu dumm. Ich habe es versucht ich dachte mir, ich kann das einfach erklären. Und dann habe ich gemerkt, das wird schwierig. Erstens wird es nicht einfach und zweitens ist es hinterher nicht erklärt. Deswegen habe ich einen gefragt, hier aus dem ICF, den Josh Zuber, Doktor der Physik, der hat Ahnung von Quantenphysik und so, also Dinge, wo ich weit weg von bin. Und habe ihn gefragt, ob er uns das mal erklärt. Welle-Teilchen-Dualismus. Hallo zusammen, ich bin der Josh und ich darf heute mit euch eine grundlegende Eigenschaft unseres Universums, unserer Materie anschauen. Und diese Eigenschaft nennt man Welle-Teilchen-Dualismus. Aber bevor wir da eintauchen, müssen wir darüber sprechen, was ist ein Teilchen? Weil ich gehe davon aus, ihr wisst, was eine Welle ist. Stellt euch vor, Meer und Wasser, das sich bewegt. Ein Teilchen ist dieses Objekt ganz auf der linken Seite dieser Längenskala, wo es darum geht, wie groß sind Objekte. Und ein Teilchen ist ein unendlich kleines Objekt. Das sieht so aus, zum Beispiel ein Atom. Wir haben den Kern und die Elektronen, die darum herumschwirren. Und dieses Elektron und dieses Proton oder dieser Atomkern, das sind diese punktförmigen Teilchen, worüber ich mit euch heute sprechen möchte. Und im Welle-Teilchen-Dualismus geht es jetzt darum, dass unsere Materie einerseits eine Welle ist und andererseits Teilchen ist. Und wir wollen kurz darüber sprechen, wie man das sehen kann, weil in unserem alltäglichen Verständnis sind diese beiden Sachen Gegensätze. Das geht nicht zusammen, das funktioniert nicht, aber es stellt sich heraus, dass unsere Wirklichkeit halt wirklich so ist.
Und dazu müssen wir, weil ich Experimentalphysiker bin, ein kleines Experiment anschauen. Und da seht ihr hier unten auf der linken Seite dieses blaue runde Teil, das ist unsere Teilchenquelle. Da schießen solche Elektronen raus. In der Mitte seht ihr einen grauen Doppelspalt. Das sind einfach 2 Löcher, könnt ihr euch vorstellen. Und hinter diesem Doppelspalt befindet sich unser Detektor. Und jedes Mal, wenn ein Teilchen oder eine Welle auf diesen Detektorschirm knallt, dann verfärbt sich der und wir können sehen, wo das eingeschlagen ist. So. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir diesen Doppelspalt in einen Teich hineintun und das Wasser ein bisschen durch diesen Doppelspalt hindurchschieben, dann erwarten wir, dass das auf dem Screen so aussieht. Wir haben regelmäßige Intensitätsmaxima und Intensitätsminima und das gibt dieses Interferenzmuster. Das ist eine grundlegende Eigenschaft von Wellen, dass das so aussieht durch diesen Doppelspalt. Das nennt man Interferenz. Und wenn wir jetzt unsere Teilchen da durchschießen, durch diesen Doppelspalt, dann erwarten wir, dass das so aussieht. Das sind einzelne kleine Punkte, die wie einen Schatten bilden von diesen beiden Spalten, die wir da offen haben. Und jetzt kommt der Clou, weil unsere Wirklichkeit sieht offensichtlich nicht entweder wie das eine oder wie das andere aus, sondern so. Wir sehen dieses Interferenzmuster, wie wir es gewohnt sind von Wellen, diese Streifen, diese Intensitätsminima und Maxima und gleichzeitig sehen wir diese einzelnen Punkte, die sich da gebildet haben, wie wir es von Teilchen erwarten. Und ich habe noch ein Bild mitgebracht, da sieht man, dass der zeitliche Ablauf dieses Experiments, wenn wir nur wenige Elektronen haben oder Protonen oder Atomkerne, dann sieht das aus wie im ersten Bild und dann gehen wir, wenn wir weitergehen, sieht das immer weiter so aus wie das Bild, das ich euch vorhin gezeigt habe. Dann bildet sich dieses Interferenzmuster gleichzeitig mit diesem Teilchencharakter, mit diesen einzelnen Punkten. Und dieser Gegensatz ist offensichtlich in der Natur, in der Physik, in der modernen Physik kein Gegensatz. Und die Quantenmechanik vereint diese beiden Konzepte, die für uns in der Intuition im Alltag so gegensätzlich erscheinen. Und jetzt ist die Frage, Welle oder Teilchen, Äpfel oder Birnen. Und normalerweise dürfen wir die nicht zusammentun, es gibt keine Bäräpfel, oder? Aber es scheint so, dass 2 verschiedene Dinge zusammen die Wirklichkeit abbilden und dass 2 verschiedene Dinge tatsächlich derselbe Aspekt der Wirklichkeit beschreiben. Und das ist der Welle-Teilchen-Dualismus. Und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Bäräpfel, das habe ich kapiert. Interferenz, Maxima, Minima. So viele Fremdwörter in 4 Minuten ist schon gewaltig. 2 verschiedene Dinge beschreiben doch ein wichtiges Ganzes. 1973, Leute, ganz in der Nähe von hier, von Basel, und zwar in Leuenberg, das ist bei Höllstein hinten, da gab es ein Treffen von lutherischen, reformierten, unierten Kirchen, das ist aus dem Badischen, uniert nennen die sich dort, und verwandten so vorreformatorischen Kirchen wie den böhmischen Brüdern und den Waldensern. Und man hat sich mit der Frage vom Abendmahl beschäftigt, weil die Kirche dazu zerstritten hat. Und doch merkt man hat doch gemeinsame Wurzeln. Wir haben doch einen Stamm, auf den wir uns alle berufen. Wie kriegen wir das wieder zusammen? An der Leuenberger Konkordie 1973. Leuenberger Konkordie heißt Übereinkunft. Sind die Kirchen übereingekommen im deutschsprachigen Kontext, haben gesagt, hey, was wir miteinander festhalten ist, in dem Brot und Wein hat sich Jesus vorbehaltlos dir hingegeben. Vorbehaltlos. Und jeder, der an dem Mahl dran teilnimmt, der empfängt das zum Heil. Und der Unglaube zum Gericht, wenn er gar nicht dran glaubt. Und sie haben festgehalten, look, wenn wir Brot und Wein miteinander, das in so einem Gottesdienst oder wo auch immer praktizieren, man kann das Erinnern, das Miteinander feiern, nicht losgelöst tun von dem wirklichen Essen und Trinken, was wir in dem Moment machen. Es wird wirklich was gegessen und was getrunken. Und das hat Bedeutung im Ganzen. Wenn man das einfach so wegmacht, dann wird wirklich was weggeschmissen, wo wir nicht wegschmeißen wollen. Und sie hatten festgehalten, in dem wahren Menschen Jesus Christus hat sich der ewige Sohn und damit Gott selbst zum Heil für die verlorenen Menschen hingegeben. Und das ist ein Verheißungswort an jeden. Wenn wir das miteinander tun, dann spricht Gott dir zu,
ja, ich habe mich vorbehaltlos hingegeben. Ja, ich bin jetzt hier. Und ja, das reicht für dein Leben, für deine Gegenwart und auch für die Zukunft. Und das, ihr Lieben, feiern wir heute. Wir haben heute Abend mal wieder aufgebaut und du bist herzlich eingeladen dazu. Und lass mir eine Sache am Anfang ziemlich deutlich machen. Look, du bist eingeladen. Wenn du sagst, nein, ich möchte heute nicht daran teilnehmen, warum auch immer, weil du vielleicht hier bist, du bist eingeladen, du hast überhaupt keinen Bezug zum Glauben, du kannst getrost sitzen bleiben, du machst nichts falsch, du bist ein netter Mensch, du bist ein geliebter Mensch, jedenfalls von mir und auch von Gott. Du musst nicht daran teilnehmen. Alle anderen, die daran teilnehmen wollen, möchte ich bitten, dass sie gleich aufstehen und sich an den Stationen bedienen und dann das Brot und auch den Traubensaft mitnehmen, zurück an ihrem Platz, euch wieder hinsetzt, weil wir werden das miteinander heute gemeinsam feiern, essen und trinken. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich jetzt ein, aufzustehen, hier nach vorne und dort hinten ist eine Station. Ihr hinteren geht bitte dorthin und die anderen gehen hier nach vorne. Und dann bist du eingeladen, das zu holen und dann zu warten, bis es dann weitergeht. Diejenigen von uns, die jetzt den Traubensaft geholt haben und das Brot haben und wir dann hier am Platz sind, möchte ich dazu einladen, jetzt das miteinander zu erleben, dass wir das gemeinschaftlich machen. Ich möchte ich noch was bitten, warte
mit dem Essen und mit dem Trinken. Zum einen nochmals, wir erinnern uns daran, dass Gott sich dir und mir vorbehaltlos hingegeben hat und uns einen Zuspruch macht, das reicht. Heil, Vergebung und auch Gemeinschaft, das reicht. Und wir machen uns klar, Jesus ist hier. Gottes Gegenwart ist hier, unsichtbar. Er sitzt zur Rechten Gottes, aber er ist auch hier. Welle Teilchen. Zwei Wahrheiten. Jesus ist hier unter uns. Und wir bekennen miteinander, dass dieser Jesus, nächste Woche feiern wir Ostern, dass dieser Jesus auferstanden ist. Wir bekennen das miteinander. Und wir bekennen auch Dinge, die zwischen uns und Gott stehen und sagen, Gott, das nervt mich auch gerade heute Morgen noch. Und ich möchte es wie ablegen, das bekennen wir. Erst hier. Und jetzt möchte ich bitten, nimm ein Stück Brot mal in deine Hand, so hältst du wahrscheinlich schon in der Hand, und halt das ein bisschen vor deine Augen. Du kannst auch gerne die Augen schließen dabei, wenn dir das mehr hilft. In dem Moment Stille und danach lese ich den Text nochmals und dann essen wir zusammen. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, bedankte und er brach es. Und er sprach, das ist mein Leib für euch. Und das tut zu meinem Gedächtnis. Ich lade dich ein, gemeinsam das Brot zu essen. Sehen wir diesen Traubensaft und halte wieder einen Moment vor dich hin. Schau ihn an. Und desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von dem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und ich lade dich ein, jetzt gemeinsam diesen Traubensaft zu trinken. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Wir singen als Abschluss jetzt gemeinsam das Lied Unser Vater. Our Father in Heaven. Geheiligt werde dein Name. Das ist ein Bekenntnis, wo wir durch den ganzen Baum hindurch singen. Das heißt, unser Vater, das eint uns. Das eint uns mit allen Christen auf dieser Erde. Wir bekennen diesen Vater, wir möchten sehen, dass noch mehr von seinem Reich kommt, noch mehr sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Deswegen lass uns dieses Lied gemeinsam als Bekenntnis singen. Wenn du Gebet möchtest, merkst, du brauchst diesen Zuspruch noch, das Gebetsteam wird im zweiten Teil vom Worship noch da vorne sein, ist parat für dich zu beten. Nutz das und jetzt lade ich dich ein, gemeinsam dieses Lied zu singen.